Jam06 schreibt dann noch, wo und wie kann ich am meisten Leute erreichen mit meiner Musik? Kommt mir vor, als würde es nur auf Instagram gehen am meisten. Wie bekomme ich das her, dass einfach schweizweit meine Musik kann kommunizieren? Dass ich schweizweit meine Musik kann kommunizieren. Jam, wenn Instagram ist natürlich ein Aspekt, weil man halt in der Schweiz ja durch die hohe Mobile-Dichte, also Leute, die ein Handy haben, das hat ja praktisch jeder da in diesem Land ein Handy, gibt's auch entsprechend in dieser Zielgruppe, wo Musik interessiert, gibt's auch sehr viele Instagram-Accounts. Aber Instagram ist nicht alles. Und soll auch nicht der Mittelpunkt sein von allem, was man macht. Das ist ganz wichtig. Man soll auch ein bisschen erkennen, wenn man jetzt noch nicht so viel Medien-Features hätte oder noch nicht so viel Promo-Erfahrung hat in seiner Karriere, oder Medieninteresse generell, dann sollte man definitiv nebst Instagram sollte man sich noch andere Plattformen anschauen, wie halt YouTube, dass man dort auch extra Content macht, weil wird oftmals vergessen. Und YouTube ist eine riesige Baustelle. Also ich muss euch vorstellen, einfach spontan gesagt, weil es mir jetzt gerade einfällt, wegen der Frage vom Jam. YouTube hat noch so viel Luft nach oben. Auf Instagram wird es halt immer schwieriger und schwieriger, etwas auszureizen oder dort noch mehr Followers zu gewinnen. Weil um mehr Follower dort zu gewinnen, müssen mehr Leute von deiner Musik erfahren. Und ich kann verstehen, dass es für ein paar schwierig ist zu nachvollziehen, dass, ja, was ist jetzt, wenn wir natürlich keine Instagram-Follower haben, können dann nicht mehr Leute über deine Musik erfahren. Aber da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Jamie hat zum Beispiel eine ganze Folge, wo ich ja über Promo- und Medienarbeit rede. Also traditionell gesehen, müsst ihr euch vorstellen, gibt's halt auch ganz, ganz viele Medien, Musikmedien in der Schweiz, wo halt der liebe lange Tag irgendwie Interesse daran haben, Kultur zu featuren oder Musik. Und wenn ihr das Gefühl habt, zum Beispiel, Frau Blum und der Tim sind auch noch da, cool, dass ihr da noch einschaltet. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, dass ihr bei Instagram jetzt nicht weiterkommt, aus irgendeinem Grund, weil ihr das Gefühl habt, jetzt sind ihr im Moment so ein bisschen am Cappen. Ihr habt gerade ein bisschen das Oberlimit erreicht und fürs nächste Level braucht es jetzt noch ein bisschen. Dann kann vielleicht die nächste Variante oder Alternative sein, dass man mal schaut, lokal, also bei sich in der Region, was gibt's dort überhaupt für Medien und nicht gerade national denken, weil das ist halt auch unrealistisch, oder Deutschschweiz, die ganze Deutschschweiz, weil die ganze Deutschschweiz ist ein grosser Ort so. Auch wenn ich jetzt vorher in der Folge davon geredet habe, dass die Schweiz dennoch ein kleines Land ist, muss man sich vorstellen, dass es länger kann gehen, bis man in seiner Musikkarriere so bekannt ist oder der Bekanntheitsgrad so hoch ist, dass man dich in der ganzen Deutschschweiz kennt. Darum muss man dort wie bei jedem anderen Produkt, ich würde es halt anschauen wie im Marketing, und Musikmarketing ist da nicht anders wie bei anderen Produkten, dass man regional zuerst schaffen tut und schaut, okay, was gibt's dort für kleinere Medien, wo ich angehen kann, und vielleicht durch das eine Medienfeature komme ich dann auch mehr Augen auf mich gerichtet über, und die Augen, wenn sie deine Musik geil finden, dann kommen jetzt vielleicht auch, werden es halt Follower von deiner Musik oder Die Hard Fans, so im besten Fall. Und so kann man das nachher Schritt für Schritt aufbauen. Das ist aber ein längerer Prozess. Das tönt jetzt da alles ein bisschen einfach natürlich. Der Kai ist auch noch da, cool, dass er da noch einschaltet. Das tönt alles ein bisschen schnell, Jam, ist es aber gar nicht. Wenn du das organisch würdest machen, dann würde ich das wirklich Schritt für Schritt angehen und vielleicht schauen, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, du bist an deinem Limit, hast das Limit erreicht bei Instagram, dann geh mal schauen, was gibt's für Medien, und die meisten von diesen Medien lokal bei dir in der Nähe kann man auch anschreiben, egal ob das jetzt Zeitungen sind, also Tageszeitungen, Radios, kleinere Radios oder Blogs online. Und auf Instagram sehe ich das auch ganz oft, dass die Leute gar nicht das richtig ausnutzen, weil du auch auf Instagram-Channels könntest gefeatured werden, wo vielleicht dir folgen oder wo dich cool finden, und für das muss man halt einfach ab und zu ein Kollabo machen und so ein bisschen auf denen ihrer Plattformen stattfinden, dass wiederum Follower von denen ihrer Plattform, die ich auch mitbekomme, muss euch da jetzt natürlich nicht das Instagram-Game erklären, aber dort ist es einfach wichtig zu verstehen, nebst Instagram
gibt's auch noch YouTube, und YouTube ist halt eine sehr, sehr grosse Macht, eine weitaus grössere Macht als Instagram. Und müsst ihr jetzt auch ein bisschen in dem Kontext verstehen, das sage ich euch, obwohl ich da auf Instagram am Streamen bin, aber YouTube ist ein weit grösserer Teich, und YouTube kann man eben auch gut nutzen, nicht nur als Streaming-Plattform, sondern auch als Social-Media-Plattform. Weil der Content, den ihr dort macht, der wird viel länger leben als auf Instagram. Das kann ich fast schon, ich würde da keine Garantie machen, aber ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dort länger überlebt als auf Instagram.